Guten Abend bei Dickrich TV. Haut aus dem Bistro 46 am Turm, direkt neben dem Cine Scala. Heute finden das Zeit eine ganz besondere Christmasatmosphäre. Na, für dich dann ist es ja soweit. Der Christmarkt, den ist leider schon rüber. Hier haben wir noch einmal einen kleinen Rückblick. Am Ende von der Runde Kommerzial, heute von Dickrich, wünsche ich euch einen schönen Christmarkt, den sich das Jahr nicht nur auf dem Operationsplatz befindet, durch ganz Großgas. An der neue Wäschplatz, an wie letztes Jahr auch ohne Covid-Regeln, ist ja auch an der aller Kirche, wo auch viel Stimmung wert sind. Wir sind Freude Joven, den Tag, wo der Christmarkt angeweiht wird, wo also nach alles ruhiger, gemütlich hier geht. Trotzdem muss schon ein etliche Leute während im Zentrum von Dickrich fand, für ein bisschen Christstimmung zu leben. Was so da zum Christmarkt ist, ja? Ja, das ist flott, gemütlich, und da so ein bisschen Stimmung heim mit der Musik. Das ist schon flott. Da müsst du ein bisschen noch schneien, da wäre es perfekt. Für euch gehört das doch dazu? Für mich natürlich, ich habe meine Jugendheit verbrüßt. Ja, ist schön, Dickrich ist eben Kult und das ist wirklich, muss ich so, was Dickrich für seine Leute möchte, das ist auch ganz gut und ich fand das mega. Natürlich ist der Christmarkt auch eine flott Gelegenheit für die Geschäftsleute ein bisschen Leute zu locken, was sich in diesen Zeiten darauf als schwierig erweist. Auch wenn sie sich Sachen auffallen lassen, wie heute beim Optiker, wo sie den Nord-Shopping um Freitag mit einer Expo verbunden haben. Und dann ist es da auch eine flott Gelegenheit für die Vereine mit einer Boot präsent zu sein. Alle Jahre sind wir dabei. Wir machen das gerne, das für uns Käse ein bisschen aufzubessern. Das heißt, überall geht es schon beklot, finde ich keine Leute mehr, die hat kein Problem. Aber geht, aber für zu schaffen, ist es ein bisschen ziemlich schwierig für die Leute zu kommen. Wir haben Gießke da getrunken, da sind alle gut dabei. Also ich persönlich bin ein Schritt 15 oder 16 dabei, hier im Christmarkt, wo die Platz hier ist neu bei uns. Ich bin mal gespannt, dass das gut ist. Ne? Wie fand ihr das persönlich? Die Platz hier, weil die Platz ist an sich gut aménagiert. Gucken wir mal, ob das mit den Leuten klappt, ob die Leute herausfinden, dass der Lommel hier ist. Ne? Das sehen wir besonders. Letztes Jahr war es ganz flott, weil du alles hier auf der Platz, das war Covid-mäßig sehr viel kontrolliert, aber da war eine mega Ambiance. Und das Jahr vermissen wir ein bisschen, dass kein richtiger Antritt war. Die Leute wissen nicht, dass wir hier sind. Aber sonst wäre es natürlich ein super Platz. Ja. Nachdem der Christmarkt das letzte Jahr Covid-bedingt bei der Kirche verlust war mit Andrea Covid-Check, war das Decker tatsächlich durch die ganze Fußgängerzone verspreit, mit Akzent auf den Liberationsplatz, die neu aménagierte Waschplatz und an der Draler Kirche. Es hat ihn also müssen, ein bisschen sichern für seine Eck zu finden. Es sind ein paar Sachen, die ich nicht schaffen kann. Muss ich ehrlich sagen, ist mir auch aufgefallen. Aber für die halbe Stunde, wo wir hier stehen, also jetzt ein kleines Succès an der Hoffnung, dass als Geschäftsleute auch davon profitieren, was im Prinzip auch der Hauptzweck ist von der Manifestation hier. Da kann ich sich aber auch wie es lang Gemeinderat tun. An der Gemeinderatssitzung vom Dezember hat obennights ein langjähriger Member aus dem Schafferrat demissioniert. An der Sitzung vom 5. Dezember hat der Bürgermeister Clotilde die Gemeinderat von Dickrich mitgeteilt, dass der Schaffer René Canivet auf den 31.12.22 demissionieren gave. Der Politiker, der 2005 eine erste Kehr an der Gemeinderat kam, war, dürfte damit dann auch endlich richtig auf Pension gehen. René Canivet hat die Decision geholt zu demissionieren auf den 31. Dezember des Jahres. Das ist ein altersbedingter kriegt nicht am 70 Jahre, weil er von 2011 und am Chefrat, das heißt 3 Monate an der Pension oder 4 Monate an der Pension und dann an den Chefrat kommen. Ich denke, dass eine Decision geholt wird, dass sie von seiner Pension und von seiner Familie zu profitieren, was absolut zu gönnen ist. So merci für die exzellente Zusammenarbeit, die man all den Jahren hatte, und viel Erfahrungen zusammengemäht. Und das wäre Schritt für an ihre Equipe zu schaffen.
Sing nofollech sollt Pascal Schmitten untreten die nächstgewählten op Seite vun der LASAP. mat enge Jostimmen auf ihre Enthalungen gouf fir Designationun am Gemengerot zu Dickrich de 5. Dezember auch ugeholt, sodass die einzig Frau am Conseil dun dem Ministère de l'Intérieur als Kandidatin fir nofollech vum René Canivet firgeschlo gouf. Den 16. Dezember schon konnt sie du noch an der Beaumontsgas an der Stadt vun der Innenminister Steiner Bofferding verredet gin, sodass Dickrich Luzanter iwwer 20 Jahre Molnes endlich eng Framschafferrot huet. Ja, das ist schon ein ganz spezieller Moment. Ich meine, visuell wäre ich Conseiller und ja, dann ab los bin ich dann Chefin. Boah, ich meine, ich werde dieselbe Linie führen wie für drum mit meiner Partei und die Projekte, die wir visuell geplant tun, werde ich auch alle guten Sommer drohen und ja, ich bin mit meiner Equipe weiter gut abgestellt und ich freue mich auf meine Herausforderung. Aller Wahrscheinlichkeit no wird Pascal Schmitten an ihrer neuer Funktion Lomo ziemlich sicher für Schule und Kultur zuständig gehen, alle Chargen, die sie von ihrem Viergang überhält. Der Rest wird noch geguckt. Sowieso aus der politischen Karussell zu Dickrich mit dieser Verredung Elona nicht Rival. Stillregeln ass nach net Pascal as Lo Moien féideg ginn, wat mech richtig fréet, dat man no lange Joren is eng Fra mat am Schafferrot hunn. Ich fand dat richtig gut. Wat de Gemengerot dobelangt, muss Ministersch Lo nach dem Canivet René seg Demissionioun als Conseil unhhöllen. Dat wird dann noch Ende des Jahres oder ganz nächstes Jahr laufen. Und da kann ich als Bürgermeister die nächste LASAP löscht und den Mario de la Chiava dann veredeln als neue Conseiller. Und dann geht der bestimmt an der Intensität für drin. Schon ganz geschwind also dürft auch am Gemengerot zu Dickrich ne eng neue Verredung ustuen. An der Grousgas iwwerdeems kommen zanter des Rentrée well Sammler voll op je kachten. En dickrecher Jung, de bald se liewelang Mënze gesammelt huet, huet op der Nummer 28 e klenger Butig opgemacht, woin so ziemlich alles fanne kann, wat ka gesammelt gin. Mir woren bei de Coin du Collectionneur Ralousen. De Vincent Heinz sammelt schon zanter dass jene kleine Bovers. Ugefangen huet alles mat enger Mënz, de hin am Sandfond hat. Sammeln ja effektiv seit ich kann sinn, schon mat 6 Jahre mengéicht Mënz fond am Sand gespielt. Seitdem da am Fong mich immer wie Münzen interessiert. Natürlich geht ein bisschen an so Wellen, interessiert mich mehr, interessiert mich Männer. Niewe mëche so Entwicklungen duch, wo verschiedene Sachen wie man méi wichtig gi wie anderer. Dat drängt dann net Mënze sinn immer rekomschen Féi aber allgemeng sammeln. Matlle vu Singer Bomi, die selber ger gesammelt huet, konnte je so mat der Zeit eng ziemlich Großsammlung opbauen, wo de Vincent sos fir allem getocht huet, as lo Geschäft rausgin fir sowohl Mënzen wie auch aner Sammelobjeen an her Accessoires am Verkauf zu bieten. Spezialgebiet sind Münzen, ich habe angefangen mit Münzen zu sammeln. Ich kenne noch viel von Thermen, ich kenne noch viel von Postkarten, natürlich mehr von Münzen. Und da, ja, von all Budget, wir haben Münzen von €1 bis €1000 oder noch wesentlich mehr. Beim Sammeln gibt es natürlich auch Trenden. So zum Beispiel sind Namentkapseln von Champesflaschen voll umkommen. Wie sich will das Sammelleidenschaft hingehen, soll also schon gut überlegen, welche Stelle wird das Sammelobjekt wird in der Zukunft tun. So wie zum Beispiel Pinsen, ist komplett verschwunden. Ein Pins, der früher 10.000 Franken kostet hat, der kriegt den Haut nach 50 Cent dafür. Und das ist eben so. Telefonskarten sind auch verschwunden, weil eben keine Telefonskabine mehr existieren. Das heißt, finde kaum noch ein Mensch, der eine Telefonskarte sammelt. Aber zu Paris gibt es noch einmal im Jahr einen großen Tauschkurs für Telefonskarten. So kann noch damit rechnen, dass den Timbre wird verschwonnen. Den Amment setze viel Leute auf Edelmetaller und du hast de Vincent der richtige Mann für zu beroden. Natürlich wird ihn aus Sicherheitsgründen nicht alle Objekte sur place bedreift de Coin du Collectionneur auch just als Nebenjob. Dürfen am besten am Vierfeld beim Vincent anrufen, von ihn interessiert ist, für Lunch zu kommen.
César Franck, so hecht vun de bedeutendsten Organisten an Urgelkomponisten. Am den ass dëse Mond fir gené 200 Joer gebbur ginn. Ursach genug fir den dickrech Organist Maurice Clement sech intensiv mat segem Wirk ze befassen. Für einen Organist ass de César Franck wie de Chopin fir Pianisten. Zu dem senger Zeit war de Franck schon als Vonerkannt Piano zu Bachreisen erwe. Awer weil den Druck vum Pap ze groß war, huet immer du van 20 dem Piano direkt gedreht an ass zur Urgel iwwergangen. Zu grosser Chance vun den Organisten fënnt Maurice Clement den dickrech Organist. Dobei rauskom, wie nämlich een ehrlicht Wirk mat viel Gefühl an Leidenschaft. Ma jo echtens ass dat Wirk wat man ganz noleit schon seit immer, weil eben en ganz groß Dave huet, eng vun der Qualität an vun der Dramaturgie, dats eng gros Leidenschaft dran an dats fir den Interpret wahnsinnig Flotwellen muss immens sichen. Den Komponist gëtt just dat neidegs dun an leist am vun ganz viel Schwar wéi den Interpret lo kën opfassen. Dat hecht, du hast den Interpret wirklich gefordert. Dofir ich mein, da so ein Ursache fir wat den César Franck so stelle werd an der Urgel 10 huet, weil sich ganz persönlich kann noch daran ausstrecken. Am César Franck segem Wirk kann all Musiker also immens viel vu sech selber releen, also auch viel Platz für Intuition. Net fir neicht huet in Richtung vun der franzécher Urgelschule am 19. an 20. Jahrhundert bestimmt. Ke Wunder also, dass de Maurice Clement matten an der Pandemie auch de César Franck as sei bevorstehende Geburtstag gedurcht huet. Dobei war hier noch net den einzigen. Wie die Pandemie war die große Pandemie dun, wie sammeln sich bisschen Gesicht an so sind du heim an dem Lacht an Schubung gedischt, das war schon für 1,5 Jahr. 22 was in César Franck Jahr an. Das wird Gelegenheit lo für nicht just du heim Lächer an Luft zu gucken, mir wirklich dem ganzen Övre enke zu widmen an. Du hast ein bisschen zeitgleich auch nach einem Produzenten, mit dem wir schon oft geschafft haben, ein Disc-Label angerufen und gesagt, hast du keine Lust, César Franck mat mir opzuhellen Gesamtweg an. Wow, du warst natürlich voll motiviert an. Du sinnch aus ménger Lethargie doheem geklommen an sinn an Dalkirch fir dichich gefu schon wie ich de Mail gelesen over se Mail Waer sinnch nach an Dalkirch gefu schon Prowe, weil ich konnte mech net mi doheem halen. Den hunnech dann hai auch an der grosser Kirchhai die ganze Wirk do opgeschafft an. Voilà, so was dat kommt. An de Genoss vum Resultat konnte schon de 4 lechte Weekend kommen, wie de Maurice Clement 3 Deeg lang han Reneen die Spielevierker op 3 verschiedenen Urgelen am Land opgefuert huet. Wen de Gelegenheit verpasst huet, muss also net traurig sinn, weil den nächste Sommer könnt dat ganz also lo auch als Durbel-CD-Box beim Label Aeolus raus. Opgeholt gouf dürfir op historische Cavalier-Koll-Urgelen auf Frankreich an am Baskeland. Denament lief der Militärmuse nach immer die temporäre Ausstellung über die freiwillig Lützeburger Soldaten, die an den 50er Jahren am Koreakrieg am Einsatz waren. Donieft also diesen Monat eine andere kleine Expo über 30 Jahre OMP, Opération de Maintien à la Paix, dabei kommen. Hi, den Detail. Eigentlich hat das Militärmuse schon unter den 90er Jahren einen kleinen Teil von der permanenten Ausstellung für die Friedensmissionen von der Lützeburger Armee reserviert. Am Kader vom 30-jährigen Anniversär von den OMP wollten sie diesem Thema aber mehr eine große Bedeutung geben. Nicht zuletzt auch, weil das gewissermaßen die Fortsetzung und der Beteiligung Koreakrieg ist. Genau, also am Anfang schlägt man darüber, wo wir abgehen. Und zwar der Koreakrieg war ja am Anfang eng von den ersten, war die erste Friedensmission von der Lützeburger Armee.
méi wo letze war méi vu Filmi bekannt ass fir Friedensmissionioun ass natilech mat de Balkankricher, die 1992 ufenken. An dats eben noch do, wo letztech eich Käier eben noch seg international Pflichten zu Kenntnis hëlt, an eben dem Moment eben noch die echt Friedenssoldaten hinnner deploiert. Zter hier waren eng 1500 Lützebeer Zahldoten ëmmerëm fir Freiheet, Frieden an Toleranz an der Welt NRW. Dobei waren sie sowohl militärischen Operationen bedeligt, Balkan, an Afghanistan, am Libanon, am Kongo, am Tschad, an Zentralafrika, am Mali. Anerwoch und humanitäre Missionen an der Türkei, dem Irak, a Bangladesch, Albanien, am Kambodsch, zu Sri Lanka an am Pakistan. Wobei die Lützebeer Zahldoten eng ganz wertvoll Arbeit leisten. Gerade sie sind immens gefreut bei den OMPen, weil sie so viel Sprache schwätzen, dann aber auch, weil sie so viel verschiedene Profile können zur Verfügung stellen, an die will die Militärmusik nie wie bei der Korea-Ausstellung abschaffen. an die nächste Missionen gehen wie am Kosovo, also die KFOR-Mission oder her nun natürlich auch in Afghanistan, da geht Decke ganz dünn mit denen Sachen, die wir haben. Und wirklich stehen ja immer Dinge so, die Leute zu sensibilisieren, die Dayzeit an der Armee machen, die Dayzeit sich gemeldet haben für eben als Friedenssoldat an die Mission zu zählen, ob die nicht Anekdoten haben, ob die nicht nach kleinen Sachen haben, wenn sie da eine Kafe haben, Impressionen, die so gesammelt haben, für das eben zusammen zu kombinieren, in Musik und dann weiter auszustellen. Wen also bei enger vun de viele Friedensmissionen vu Lützeburg dabei war an nach Souvenire vun der Hut, soll sich unbedingt beim Museum melden. Die Permanentausstellung wird nämlich demnächst revisitiert gehen. Und da sollen Friedensmissionen do auch eine feste Stellenwert kreen, und zwar an dem Umfang, den ihnen zusteht. Zu einem gelungenen Christstart gehört ja auch immer der perfekte Christstaatsmenü. Neuerdings denken lo allerdings auch immer mehr Leute daran, für mal eine vegetarische Variante auszuprobieren, der Umwelt zu lebt. Und dass das durchaus lecker sein kann, das weist das neue Kochbuch von der Hotelschule EHTL. Hier eine Flutsuggestion für ein alternatives Christstaatsmenü aus der École Hotelière. Die Hotelschule hält op mit der Zeit zu gehen. Und die geht weil immer mehr Richtung Essen und die Fleisch und Fisch. Aber die HTL wollte noch einen Schritt mehr weit gehen und hat lo ein vegan Kochbuch herausgebracht, weil sogar keine Tierprodukte verschafft gehen. Guten Morgen und herzlich willkommen hier an der Hotelschule zu Dietrich. Wir präsentieren euch heute ein neues veganes Kochbuch und kochen noch zusammen mit Vivi ein Rezept draußen. Der Grund, wieso wir ein veganes Kochbuch kreiert haben, ist einfach, weil wir merken, dass die Nachfrage immer mehr groß ist, auch die Schüler immer mehr verlangen. Aber einfach etwas machen, wo die Leute nehmen können. Einfach, lecker, ein gutes Rezept nachkochen und dann noch mit der Küche Spaß haben. Voilà, heute seht ihr das Rezept, das wir zusammen mit Vivi für euch präparieren, und zwar den Creamy Pot Pie. Und Vivi weiß euch schon direkt am Anfang, wie den Tisch funktioniert. Pot Pie ist ein typisch nordamerikanischer Plat mit Fleisch, das mit Tisch überdeckt wird. Heilo soll also Gemüse beleuchtet gehen. Auf jeden Tisch braucht ihr Mehl, Mandel, Urlisch, Wasser. Wie weißt du, ob der Tisch fertig ist, Vivi? Wenn ihr einen guten Bild machen kann, wenn die Krümmeln auf vom Tisch fortziehen, dann ich bin mir nicht mehr sicher. Top, aber nicht mehr pusht. Aber nicht mehr pusht. Genau. Merci, Monsieur. Ja. Voilà, den Tisch können wir nur am Plastik abholen. Und dann können wir den eine halbe Stunde am Frigo machen. Hier mal für die Füllung Gemüse, was wir dran machen. Wir haben uns gedacht, wie das Wintersaison gegangen ist, schaffen wir mit Kabis, Kürbis, Pastinaken, Spinat. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Kürbiskerne, Nüsse und drin sind noch Sonnenblumenkerne. Was wichtig ist, Gemüse aufkochen, einfach im gesalzenen Wasser, damit es nämlich gerade so knackig ist. Auf die Bechamelsauce gibt es Zwiebeln und Knödelig am Urlisch gebroten und dann der Kirschzeit entsprechend mit Ingwerpuder, Kanäle, Nelcheskap, Kardamom, Muskat und Mehl zu einer schmantischen Masse verriert. So, wir tauschen wie wir nicht einkehren. Ich will ein Spatül. Und dann kann Vivi die Milch drauf schütten. Wie geht das mal hier an der veganer Küche sehen?
haben natürlich noch keine Normalmilch geholt. Wir haben in dem Fall also Mandelmilch. Die können aber natürlich alle anderen Milch benutzen, die will. Von Huevermilch, Haselnussmilch, Soja, alles funktioniert. So, wie machen wir als nächstes? Nun wird das so gekocht. Dann bringen wir zum Kochen. Aber wichtig, immer im. Richtig, voilà. Voilà, dann hören wir also Kachlöffel und mischen als Bechamel mit dem Gemäß, was wir aufgekocht haben, an mit unseren Kern. So, dann ein Kehr gut würzen mit Salz und Pfeffer. Wir können wir als Füllung an als Pan auffüllen. Falls ihr kein gosseidern Pan daheim habt, da können wir natürlich auch ein Gratinärsform holen oder sonst irgendein Gefäß, was tützt aushält am Schäfchen. Weil du noch überbacken wir natürlich das ganz Eis Creamy Pot Pie. So, in der Zeit, wo wir werden, beziehungsweise wo wir das ganz aufkühlen lassen, holen wir unseren Teig aus und stellen unseren Creamy Pot Pie einfach auf Seite. Perfekt. So, in dem Moment können wir den Bauch auch ein bisschen umgeben, einfach drinnen. Voilà, perfekt. Finden Sie mal den Teig mit Olivenöl an oder einen anderen Öl, die können alle Öl holen, den ihr wollt. Das ist so wichtig, mir so kriegen wir einen schönen, knusprigen Deckel. Und der Rest, den Teig, den dann übrig hat, den ist perfekt, für damit der ganzen Familie nach eine schöne Dekoration herzustellen. Und hier wird wie sie schon seine Lieblingsausstecher geholt und dichte Stroplass alles ausgestacht und auch noch zusätzlich Portritzen gefällt und lo dekoriert wie dann nach der Creamy Pot Pie und da geht man Schäfchen. Voilà, dann muss man den ganzen Pot Pie natürlich noch backen. Dafür 180 Grad bei 35 Minuten plus minus. Das ist unser Rezept, das ist unser neues veganes Kochbuch, der Creamy Pot Pie. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Nachkochen und wie wir nicht, wünschen euch natürlich einen guten Appetit und schön feierlich. Für allem weist das Buch, dass vegan Kichen nicht mehr gut wurde wie die traditionellen. Buch kriegt ihr übrigens auf verschiedene Librarien und Point de Vente zu Lützburg zu kaufen. Es kann Ihnen aber auch direkt an der Urteilsschule bestellen. Publikationen sowohl auf Französisch wie auch auf Englisch zu kriegen. So, lo bleibt quasi just nach die perfekt krcht as Frisur fir d Fastzeit. An noch do in der Welt Neiwehrer geschloen. De Mike van der Goth zum Beispiel huet fir kurzem zu Dickrech en Unisex-Coiffeursalon opgemacht, wat de dummert opseschuet, dat verrät hier nicht selber. Vannegut Mike, Patron vom Vannegut Hairstudio. Wir befinden uns heute zu Dickrech beim Parking Place Goethals. Die Straße, die Adresse ist 17 Rue de l'Étoile. Die das Salon kann tun, damals von Monik, respektive von Conny, die wusste, wie es ausgesehen hat. Und ich habe alles kurz und klein gemacht, aber wirklich mein Traum verwirklicht. Also ich wollte schon, dass von den Leuten herkommen, dass sie sich direkt wohlfühlen, wie du hier an der Stufe. Dass sie sich wirklich auf die Kuschplatz holen, dass sie sich wirklich wie du hier fühlen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du ein kleines Bla-Feeling hast. Ich fand, wenn du bei der Coiffeur gehst, du lässt dich auch viel Geld beim Coiffeur. Und ich fand, da musst du auch irgendwie gut spüren und dich einfach wohlfühlen. Aber wenn damals wirklich von Haar wird alles gemacht, ob das Balayage sind, ob Mäsche sind, ob das Chignon ist, du eine Stromi, meine Arbeiterin, wir sind zu zwei und hat mich die Arbeitsstelle
Ich bin mehr für die Herren dann do. Ich mache einen Bart, allmodisch, klassisch, mit der Gillette, Mannestab, so wie auch Swerfung gesehen. Da wird eine neue Maschine bestellt, für halt eine Bedampfungsmaschine. Und dann bietet man auch für den Herr dann Bedampfungen, also für die Gesichtsbedampfung. Was mir ganz wichtig war beim Coiffeur ist, dass eine gewisse Egalität besteht. Also mich ein hoher, ich will alle Coiffeur auch. Bei mir war aber ganz wichtig, dass die Leute, ob es ein Madame ist oder ein Herr ist, dass er sich in Namen speziell für das, was er noch gemacht hat. Meistens, dass er gewinnt, dass ein Herr immer seinen Herrenkup bezieht. Aber das war für mich war das nicht richtig für die Madame. Das heißt, bei mir bezieht ein Herr auch einen langen Kup. So wie Madame, die Loraken, die kurz war, die bezahlt einen kurzen Kup. Und die bezahlt nicht, weil so eine Madame ist, bezahlt sie nicht die Dommenkup. Die 60 €, 70 €. Nee, bei mir kriegt sie dafür 32,50 € gestellt. Wir können vorbei, ob das mit älterer Klientel ist oder eine junge Klientel. Also, ich habe Platz, wie ich verreden. Und ich meine, die wissen mir das. Ich habe viel Platz hier. Also, ich kann kommen, ich kann ins Bild kommen. Merci alle Guten, merci, dass ihr angeschaut habt. Kommt bis ran, kommt der kleinen Schlussen. Ihr kriegt gerne einen kleinen Prosecco serviert. Und dann bis demnächst. Nee, maar dat dank je. Ja. Was ist gut? Das ist gut. Top. Schon ein gutes Spiel. Hey. Und das war es schon für eine Emission vom Dezember, die aus dem Bistro 46 am Turm. Ich wünsche euch alle ganz schön Feiertag, einen guten Rutsch in das neue Jahr und dass wir es 2023 gesund und munter gesehen. Hier haben wir noch die Agenda für die nächste Woche. Bis dann! Oh! Am Kulturhaus ass zur Zeit Wandrexpo vum Dickrescher Künstlerverein La Palette am Gangen, wo den noch bis zum Ende vom Jahr, also bis den 31.12. eurem Filsche Bilder an Objekte vu lokale Künstler und Künstlerinnen entdecken könnt. Vom 14. Januar rund stellen hei 4 internationale Artisten und Artistinnen von der Xun Art Galerie aus China aus. Das Expo dauert bis den 29. Januar. Da vergisst nicht, dass auch der ganze Winter durch all den Stichmoien Märkte an der Fußgängerzone gesot ist, wo ihr frisch regional Lebensmittel kaufen kann. Einmal der Monat ist der Markt mit groß, der Monatsmarkt ist sowohl an der Fußgängerzone wie auch auf der Kloster, neben Lebensmittel von den Hai auch Kleidung an einer interessant wurde. Zweite No-Monatsmarkt am Dezember, also diesen Donnerstag, als ob der Kloster auch am Rendezvous am Bischerbus, wo ihr bestimmt die richtige Lektüre für ihre Feiertage zusammen sichern könnt. Viermeken soll den sich aber auch schon den Ayosh-Konzert vom Conservatoire du Nord an der Dekanatskirche, der Konzert am Ensemble Vokal an der Chorschule vom CM Nord Spandebau, durch verschiedene musikalischen Traditionen und Kulturen. Am Mittelpunkt stehen die groß frohen Weh, woher kommen ich und woher gehen ich. Der Konzert ist gratis.